Kelly, Robin, Eli, Joel, wär den echte Kuss romantische Kuss? tank du von auf wen echte Kuss de Mangs? Mein Tendenz wär nee oder vielleicht. da tankt davon auf, was du mit romantisch meinst. Mir ich mangen, schießen, ob ich schon einen romantischen echten Kuss hat. Vielleicht wir sind uns sicher. für mich hängt vielleicht davon ab, ob der Kuss aus den ich krieg hun oder den ich gehen hun. Aber wenn der Kuss aus den ich krieg und dann war wahrscheinlich von meinen Älteren, wo ich noch viel zu klein war, für mich drin zu erinnern. Anscheinend, der war nicht romantisch, auch war wahrscheinlich schläft over. Also die Kuss, den ich als mein echte Kuss gif bezeichnen, wir können ja nur darüber schwätzen, was dann den echte Kuss ist. Aber was romantisch ist, die gif ich auf jeden Fall als romantisch bezeichnen. Good for you. Dat Heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Ma willkommen ihr alle Götten an willkommen an der neue Staffel Menker gepackt über den Sommer an sind an enger neuer Staffel von diesem Podcast, den sich May wie Sex nennt, der Podcast für all Mensch mit engem Körper, wie der schon am Intro hören hat. Nun ist gedurcht, weil dann einfach ein bisschen Zeit vergangen ist, vielleicht nicht Cheaterin genau weiß, wie wir sind, gib mir als Nenker 4 Stellen. Kelly, ja. Willst du den Anfang machen, nachdem du ja auch schon den Podcast angefangen hast? Okay, da fange ich an. Es sind lazy an, weil du hast gesagt, wir sollen als 4 Stellen mal als Nummer, als im Alter an einem Fun Fact. Der Fun Fact über mich ist, dass ich schon die 6. Staffel bei mir wie Sex sind, wo ganz Anfang dabei sind, an kurz vergiss hat, dass man nicht die 5. mir schon die 6. Staffel haben. Meine Nummer ist Kelly und ich gehe an 2 Wochen 30 Jahre. Meine Nummer ist Robin. Ich gehe an 3 Wochen 21 Jahre. Und ich meine, mein Fun Fact ist auch related to current events, dass ich kannst du ein Irze-Picker sind, den Leute korrigiert, was sie Sache falsch sind, weil das hatten Kelly eine Schaut schon viel. Ja, ich fand das sympathisch. An Irze-Picker hieß es auf Holländisch Mierenöker und das hieß Sejomes-Effekt und das fand ich ziemlich witzig, weil Sejomes ist meine Lieblingstiere. Oh. Es sind den Eli, schon 34 Jahre an keiner Feiermeint, 35. Nice. Fun Fact, die vielleicht zur Episode passt, ich kusse Leute, ne, die meins gerne auf der Back, wie sich das so oft zu Lützeburg an der Umgegend mischt. Entweder winken ich lieber oder ich hagen die Leute, die ich dann auch wirklich Lust tun, Körperkontakt mit ihnen zu haben. Ich bin der Joel. Ich bin 35 Jahre alt. Geschwind auch irgendwann der 36 mehr. Das aber noch ein bisschen bis dahin. Der Fun Fact über mich ist, dass ich gerne queer Horrorfilme gucken. Und hoffentlich irgendwann kann man darüber schwätzen. Weil ich immer ein bisschen den Drama und meine Special Interests an meine Erbe dran zu bringen. Vielleicht ist die Sachs-Saison Denk-Saison, Joel. Die Leute werden nicht raus von der dafür mussten sie drüber bleiben. Wir schwatzen, weil die erste Episode ist, ich würde echt Karriere gerne. Ich meine, das ist schon so eine Sache, die man schon ein paar Mal gemäht am Anfang von einer Staffel. Echt kussen. An heute schwatzen wir, merci, ihr Pickerin, über echt kussen. Was ist das? Ein echt K oder nächste Kuss? Mein nächster Kuss. Mein, du kennst ein Reihe von Definitionen, also auch in unserer Vorstellungsrunde hatte mein Reihe von Optionen von die allererste Kehr, dass ein anderer Mensch Singlipsen ob Dinglipsen trägt, was beim Eli der Fall mit singen Alter war, oder wie wahrscheinlich bei den meisten von uns der Fall mit das ein Alter war, irgendwann, wie man kann waren. Also, ich weiß mal nicht, ob ich Kuss auf den Mund war in dem Moment. Mir für mich kann ich Kuss ja Kuss ob der Back sehen oder ob die Stier oder ob so ist ein Teil vom Körper.
Also ich meine so gesellschaftlich und der Popkultur ist den echte Kuss generaliomechtens so den echten nicht platonische Kuss mit einer Person mit deren romantischen an später hin von den Dauer vom später hin hängt vom Alter auf an dem den echte Kuss geschieht mir irgendwann später hin auch dann den echte Kuss zu sexuellen me gött mir dat du können aber darüber streiten da wefern mehr die Definition wollen ob alles applizieren Stimmt. Also ich hatte am Anfang so mal gedurcht so den echten nicht platonische Kuss den echten Energie mehr romantische Kuss dat wird halt Gemenger hin so an der Popkultur als den echte Kuss genannt wird ich mal sowieso gedurcht dat vielleicht nicht nimmen den echte Kuss gött den ihn am Leben hat mit vielleicht auch den echten queere Kuss geht vielleicht auch den echte Kuss mit einer neuer Person ja kann ja auch nach verschiedenen von denen und die schon nicht gedurcht und die dir mal aber los dann so worin dir gedurcht wird also witzigerweise meine ich mein echte Kuss den nicht Mengen alter war tatsächlich auch ein queere Kuss weil ich war nämlich am 3. Schuljahr oder so und ich habe meine beste Freundin und wir waren das Spektakel vom Schulhof weil mir es regelmäßig auf den Mund geküsst haben und da gebe ich so general so als mein echte Kuss holen auch von ich absolut keine Ahnung wie hun ob ich damals was mein Gefühlsach zu ihm war und mir so das waren noch echt so Packs ob so ein Kussi wirklich so genau das Eli hat sich Kussgereicher gewünscht Stimmt. und ich meine so wenn ich dann aber echt so auf dem Joel seine Definition gehen dann war das aber noch ein gut Jahre später und dann mein echten richtige queere Kuss dann auch noch kein Jahre mich spät Also ich boykottiere ja meinen echten Kuss. Weil es war furchtbar. War mal deiner Person, der ich gedurcht schon, boah, ich muss doch irgendwie kussen, weil ich schon 15 Jahre, oder vielleicht war ich doch 14, und schau, das ist Zeit. Lo, nee, mir kusst wieder rein, ich kann ja nicht an den drauf fallen, ich muss doch irgendwie kussen. An den echten Dölpes, basically, den man über den Weg gelaufen hat, der mir gewiesen hat, dass er mich will kussen, ab dem Moment, wo ich mal gedurcht habe, lo, da war Zeit, wurde dünn. Es war furchtbar, ich schon nicht flott fand, es war kein schöner Kuss, und im Nachhinein denke ich mir, oh mein Gott, Gesellschaft, what did you do to me? Aber boah, das habe ich recht ziemlich spät gemerkt. Auf jeden Fall, oh je. sind ich absolut dagegen, das als mein echter Kuss unzuerkennen, ob der Erde weiß, weil ich am Anfang lo kussen gesehen, nämlich, dass sie Bock drauf hat, die Person zu kussen. Ich meine aber auch, dass es nicht wenig Leute so gegangen ist wie mir. Und ich denke, mein echter Kuss, wo ich wirklich Bock drauf hatte, war vielleicht so an den Monat oder Jahren mich spät, mich kann mich nicht mehr daran erinnern, an den ersten Kuss, wo ich mich wirklich gut daran erinnere, wie der war mein erster queere Kuss. Und ich meine, das war auch so the beginning of a never-ending era, ging ich so. Also insofern, das fand da der würdige erste Kuss. Ja, ich meine, du hast ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, auch mit 14, auch gedurcht, oh ja, so lustige Zeit, auch schon so in den ersten Dölpes geholt, die mir mit dem Weg getrollt ist, mir aber so ähnlich. Und just mit dem Unterschied, dass ich schon dann noch ein Jahr lang weiter geküsst habe. Ich war nicht so clever wie du. Oh. Ja, oh. Und ich meine, ja, da waren dann noch ein paar Leute dazwischen. Ich meine, den ersten Kuss, wo ich auch wollte, kussen und nicht so gedacht, oh ja, ich gehe mal da einfach mit. Das war auch mein erster queere Kuss. Den man an. Ich habe nicht so eine starke Erinnerung, mir schießt aber noch, dass die Erinnerung gut ist. So. Mein nächster Kurs ist nur langer Zeit gekommen. Ich war auch so die 13, 14, aber mir war noch schon eine Zeit zu summen und es aber nicht getraut, als zu kussen. Oh. Aber du bist endlich geschieht, das hat man just für drin, hab's mit ganz viel Knöbel gegessen. Oh. Darum kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass ich da ziemlich sehr verstanden hat, ja, okay, kussen, in dem was dir für drogiert wird, ich mache den da während dem Kuss. Und darum kann ich vielleicht denken. Und dann die ganze Reklame noch Sinn gemacht von den ganzen Kamellen und Knatscher, die in essen kann, für da besser zu kussen. Ja. Ist schon ganz lang gewährt.
also ich wollte dann von bis mich später erzählen mir so gut gepasst weil dir gesagt hat go von Zeit wo ich absert wäre irgendwie so mega in dat Leute sich einfach so gesagt tun okay mir kussen also mir hun nicht man nehmen mir probieren aus an also gibt dann effektiv so bisschen Peer Pressure ich sind mir nämlich sicher ob ich einfach just gefroht gesehen ob ich schon enker geknutscht hätte oder ob mir da tatsächlich ugeburde gehen aus falls hun ich ne so dann an dat dann irgendwann mich spät bereit weil relativ lang gedauert dass ich mensch war 17 oder vielleicht sogar schon 18 wo ich die echt richtige Kuss hat mit dürfen wer den aber du mega romantisch und ich muss nur einfach gehen da weil da das wirklich mega win gewesen das wäre ob engem See nicht zuletzt mehr Bodensee also nicht See mehr Ufer vom See und dann nurcht und wer so Sternen am Mond und wäre alles mega romantisch an gute Kuss wie am Film also wie am Film ja also du lohnt es sich gestanden zu werden also du hunsch mal gedurcht okay net so schlecht wost du dat sozials mat ausprobieren an testen an auch mal so kussen die net unbedingt es bedeuten von no denken sech war mein echte Kuss queere Kuss an ich mein filmchte viel méi bedeit wie fir die andere Person me ich war noch so junger so unerfahren an konnte doch net wirklich vergleichen an war man meng schon noch kunnne bewusst dat dat effektiv der Fall war an konnte kunnet anordnen. Ja, der Erfahrung hun auch gemacht mit meiner Primärschulsbachelorfreundin. Oh mein Gott, du wurde erzählt, könnt man natürlich, dass ich an der Primärschule eine Freundin hat, das wird zu Lamadien gewohnt, aber da sind scheint zu Spiele gegangen an aus der Stadt. Das heißt, war immer so ein Akt für du hinzukommen, dann sie wie Leute einen Akt, und wenn es erinnern, ich mich gut, aber ich habe Knutsche geübt für mich spät. Natürlich, wow. Ich meine, am Nachhinein wat auch für mich eigentlich mehr relevant mir das weiß ich ja nicht ich miss die Person vielleicht denke ja auf Facebook stalken oder so ich man andere Leute geübt an nicht so nicht schon auch so Sachen hören Flächen statt selber einfach probiert so für Zungen knutschen zu üben dat Leute dann irgendwie Lach an der Bretsche mehren an die Zungen dann durchstechen schießt nicht genau was das bringen soll mehr das klingt die Mannsdrischen ja also der Flash kind ze alt breit nee also ich kann wann ich dat probiert und da kann ich nämlich erinnern ich nicht ob einer Methode gött so irgendwie man urbst oder so vielleicht mir fällt gerade nicht so an ja ist schon vag Erinnerungen darunter zumindest auf Filmer gesehen zu hun oder dann der Bravo gelesen zu hun oder so das war schon ein Sache oder nicht ja Louis also ich schon dat nie ausprobiert weil ich immer ultra suspekt von hören und immer so war so oh mein Gott für wat nee das ist doch mega weird so also Demos kann ich nicht auf jeder erfassen mich meine schon Demos wäre zu okay wenn ich mit einem Knutsche geht immer Mann das mechanisch mit mehr Konnexion mit Asian mir ja Bravo ist schon ob Satya am Reliefs Bravo gelesen ich war im Sturm einer mega hyperfemininer Phase ich weiß noch genau dass ich wusste dass ich queer sind und mich so geschummt und also war nope das heißt, sind ultra und extrem von oh mein Gott I'm the girliest girl in the book gefallen und ich schon Bravo Reliefs gelesen und sie hatten die absurdesten Tipps und Tricks für Knutschen zu üben und ich Demos sie war so okay that's weird sie hat noch was über Sense-Tipps die ich mehr interessant fand nee mir mein Leute den sich hat kann trop 4 bereden also als Lausstreich vielleicht auch Leute nur die noch nie gekusst haben oder die ihren echt Kuss nach führen zu schon und die sich nur frohen okay soll ich mal Brötchen hören oder nicht wenn man laufen enger große Bäckerei kette gesponsert gehen gibt man die frohfleisch ernst das beantworten Meng dat kann den sich wie Top 4 bereden weil ich sind ein bisschen der Meinung dass das schon also gerade von den Lo von Zongekuss Schwarzfleisch schon einfach so eine Experienz aus die so außerirdisch ist ob das was 4 drin aus da den schnittweg kann Top 4 bereden und ich meine noch dass dafür so dass der nächste Kuss als Moment am Lewe gött weil das einfach ja eine ganz neue Welt dort möchte ich meine kann ich sich hier bereden mir nicht mechanisch also ich schießen ob es ob dieser Welt gött wo man den Objekt gibt auf dieser Welt wo man den rumknutschen kann war den ob der
Experience vom Zungekuss viel berät. Nee, ich meine, kann die sich emotional darauf viel bereden, an dem Sinn, dass sie layert, wenn über so Sachen schwätzt, und dass sie layert, wenn sich dummer fehlt, und dass sie eventuell kann, wenn in eine Person hört, mit deren eventuell zu einem echten Kuss kommen kennt, dass sie sagt, hey, ich hatte noch nie einen echten Kuss, und dass sie sich darauf viel berät, wie ihn damit umgeht, für das ein möglichst pleasant Experience zu machen, und nicht etwas, wo zwei Teenager eine absolut komische Idee davon haben, was das soll sein, und sich dann durch etwas raufforcieren. Weil das war meine Experience mit Küssen ganz lang. Ich war ein Jahr bei einem Date, dass dann noch zu einem echten Kuss kam. Und ich schon aus irgendeinem Grund gedacht, was mehr Zunge, was besser, aber was mehr Nas, was besser. Das heißt, wir hatten ja nur ganz Gesicht Nas. Ich war 2 Wochen lang wohnen. Schon die Person leider nie mehr rumgesehen. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel von, so soll das sein, oder so meine ich, dass das gut ist, und dann keine Kommunikation, und hat sich getraut, ihr Schweiz zu sagen, hey, kann man probieren mal etwas anderes, oder kann man probieren mal ein bisschen mehr lösen mit meiner Zunge. Für allem meiner Zunge bei der Nase, auf den Backen, und bis bei Tanrup. Und da wird das vielleicht auch besser verlaufen. Vielleicht hat man es dann noch für den zweiten Date schon gesehen. Ja, also ich schon ein bisschen um den ersten Kuss gedurcht, so mit Leuten, mit denen ich dann mir lang zusammen war, weil um die erinnere ich mich noch sehr gut. Oder von so recent Dating-Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren. Und aufgesehen von meinem ersten queeren Kuss, wo ich mich nicht mehr inhaltlich quasi kann erinnern, ob er gut war oder nicht, mir dann einfach am Nachhinein mega schön war, auch vom Setting, weil mir das so beim Rausgehen kennengelernt, und dann so die ganzen irgendwelche so Spannungen, und dann haben wir erst noch gegenseitig heimgebracht, und da bei dem engen Lubuto an der Hollerischer Straße haben wir erst dann einen Kuss gehen. Das ist natürlich so, das ist ein guter Kuss, weil die Erinnerung daran gut ist. Mir sonst sind meine ersten Kussen meistens nicht so mega gut, und ich behaupte nur von mir selber, dass ich gut kussen kann. Ich fand einfach, dass ich sich muss aber den anspielen, und dass das so eine Situation ist mit viel Aufregung und Anspannung, dass es vielleicht auch gar nicht so mega gut kann gehen. Also ich kann mich erinnern, ich war mit einer Person zusammen, wir waren lange zusammen, ich war mega froh mit ihm. Und also der erste Kuss hat sich über 10 Dates gebahnt. Und irgendwann habe ich dann gefragt, die ich dich kussen, weil es nicht klar war, will man das nicht. Und er wollte das unbedingt. Und er ist eine Person mit einem großen Mund. Und er war so aufgeregt, dass es so krass hat, musste lachen, dass ich es geküsst habe, also einen Zahn geküsst habe. Und ich war einfach nicht mehr so, also ich habe mich nur gefragt, also alles okay, war es wirklich okay, weil ich mir so unsicher war, weil es mich einfach nicht zurückgekostet, weil ich so krass aufgeregt war, dass es nicht konnte abhalten mit Lachen. Also nur, das war eigentlich von den Personen, wo ich am besten Kussdynamiken hatte. Ich fand, der erste Kuss sieht nicht unbedingt darüber aus, ob ihn sich findet oder nicht. Ja und nee. An dem Sinn so, ich gehe absolut recht mit dem, muss ich sich um den ausspielen. Aber gleichzeitig fand ich aber ein echter Kuss auch einen guten Indikator dafür, wie feinfühlig eine Person ist, oder wie offen eine Person ist für die Dynamik von der anderen Person. Also, weil ich normalerweise bei echten Küssen relativ zurückhaltend mal für dich, dass sie sind, okay, ich habe auch gut kein, also weil ich gerne so ein aufgestecktes Gebiet, an dem ich mich bewegen kann, weil ich nicht irgendeine will über die Boundary steppen, und wenn ich gut keine Aufsteckungen habe, da sind ich immer ganz vorsichtig, verdammt. Und das heißt, es sind ja immer relativ vorsichtig, und ich appreciere nicht, was die Leute die Vibe erkennen, und dass dann man nicht unbedingt direkt ungefroht hier Zungen in den Hals stierchen. Das heißt, wenn eine Person komplett über mein echter bisschen Vorsicht, und das sich so rundtasten, so ein echter Kuss kann auch der Mann vorsichtig sein, mir fängt bei mir immer mal vorsichtig an. Ja. Wenn sich eine Person komplett darüber walzt direkt, dann ist das für mich aber auch so ein Ding von so, das ist nur kein Red Flag, das ist aber schon so ein Orange Flag, wo sie sehen, ich hoffe, und ich muss mehr Explorationsarbeit machen, für zu wissen, ob sie nicht an anderen Arealen auch so über das willst und das Feingefühl nicht hast. Ich fand den echt Kuss am Anfang, ich hatte wirklich alles von mega schiel bis mega gut.
mit Leuten, wo ich einfach ein bisschen mehr lang gebraucht habe, für mich mit ihnen anzuweiben, aber auch Leute, wo dann einfach direkt gepasst wird und die direkt mega gut waren. Ich muss auch sagen, dass das die Leute waren, das waren meistens Freunde von mir. Das heißt, das sind dann Leute, so entweder so Friends with Benefit Situations, wo du nicht von angefangen hast, Sex zu haben, oder Leute, die irgendwann so feste PartnerInnen gesehen, mit denen ich viel gut befreundet war. Und das waren tendenziell immer richtig gut echt Kussen. Und Leute, die ich angefangen haben zu daten, oder die ich einfach irgendwo kennengelernt haben und relativ sehr mit ihnen geknutscht haben, das waren immer tendenziell echter Männer gut Kussen. Also echter Männer gut echt Kussen, wo ich ein bisschen mehr Zeit gebraucht habe, für mich mit ihnen anzuweiben. Für Robin, für darüber vielleicht abzubauen, wo ich mittlerweile weiß, was für mich aber von mal funktioniert, dann für die meisten anderen Leute auch okay ist. Fand ich in echte Cousin ganz gut da weiß, die andere Person mal zu spüren. Und irgendwie auch bewusst zu gehen, okay, wie ist der Person hier Energie, wie nervös ist sie, wie zärtlich ist sie, gibt es eine Dynamik, die man vielleicht können zu zwei aufbauen, die auch irgendwie passt, die Sinn möchte. Und ja, also das für mich ein guter Weis dann noch für ein bisschen eine Idee zu kreieren, also das bis was vielleicht körperlich passen kann, was von der Intimität hier passen kann, weil ich nur nicht unbedingt so über schwatzen oder über gucken so gut kann rausfinden, und wo ich aber vielleicht Lust hat, die Person an sich zu kussen, einmal so unbedingt ausdehnen oder so irgendwie weitergehen an Sachen machen, die vielleicht noch mehr an die Intimität gehen. Ja, stehlen das ganz viel. Lo wo dir so geschwartet hun ich die ganze Zeit gedurcht am Fong aus Kussen bist du so Mini-Sex. Nee, Ja. das natürlich, das aber trotzdem natürlich bisschen absanisch an Steaks, die vielleicht bisschen minidrisch wie beim Sexlo. Ich hat viel von dem, was Delo erzählt hat, auch, also ich hatte sowohl echt Kusse mit Personen, wo super gut wäre, aber wo es irgendwie direkt gepasst wird. Ich hatte aber auch Situationen, wo es am Anfang komisch wäre, wo ich dann irgendwie komischerweise viel Bert, viel hoher in der Weh wären, am Weh wären, wo ihn sich dann irgendwie mich mal drauf abstellen, okay, das ist ein bisschen neu und irgendwie muss ich schon mal gucken, für mich zu sortieren, und dann geht es aber, also wo am Anfang nicht so cool wäre, mehr wo es sich dann gut entwickelt wird. Anders hat aber auch so Situationen, um so Dates, wo so Chemie mega gepasst wird, an denen so Gefühl hat, okay, wow, das float mega gut, und die Person möchte du gefragt wird, okay, soll man knutschen, aber du aus dem Kaffee rausgegangen sind, geknutscht und du nur ein paar Minuten die Person so, nee, ich meine das aber nicht. Und unhöllen, dass du dem echten Kuss den du der Person wohl nicht so gut gepasst hat. Das, wo ich am Anfang denken, ja, ich verstehe das, an irgendwo fand ich aber ein bisschen schwer, weil ja aber die Chemie da wäre, an sich halt vielleicht Kinder noch in den Anlassen, mehr andererseits, wenn den beim Kuss schon merkt, okay, das klappt doch nicht, also vielleicht dann aber besser für zu sagen, okay, ciao. Ich meine, das hängt doch davon ab, was die Sicht. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mit einer Person, das ist nicht ganz mein Modus operandi, mir der Fall gesagt, ich gebe mich mit einer Person treffen, die ich schließlich auf Tinder oder OkCupid kennengelernt habe, und ich will wirklich just Sex mit ihr, und wir geben uns am Anfang treffen für Sex zu holen, und wir fangen nun zu knutschen, und ich so, oh boy, nope. Dann gebe ich wahrscheinlich auch einfach gehen. Mir wenn ich aber eine Person anfangen zu daten und wirklich ein Anterior der Person haben, die über etwas Körperliches rausgeht, dann hatte ich ein Anterior daran, für daran zu investieren, dass es Kusse besser geht. Während ich mit einem random Hookup wahrscheinlich nicht daran investieren, dass es Kusse besser geht, weil why should I? Dann halt nicht. Ja, und ich fand ganz interessant, dass wenn jemand einer Person vibet, und mit dir kusst, und der Kuss ist so mittelmäßig, und da geht es aber nicht besser mit der Zeit. Dann ist auch immer froh, okay, ich fand, also das erinnert mich ein bisschen, was du gesagt hast, dann ist wirklich für mich froh, sind ich, also wie emotional, romantisch involviert sind ich mit der Person, dass ich sie will weiter treffen,
Oder vielleicht sind wir auch besser als so platonisch oder quasi platonisch Beziehung, wo Kussen nicht mit dabei ist. Also ich hatte für anderthalb Jahr ein am Dating und wir haben uns einfach gut verstanden und der Kuss war nicht schlecht, mit war so, wie wenn ich 2 Puzzlestecker will aber nie machen. Und ich puzzle selber nicht, ich denke Puzzle mit einer befreundeten Person zusammen gemacht, das ist nicht mein Trick. Weil ich schon rausfand, Puzzlestecker sehen so aus, wie wenn sie gut gehen aber nie passen. Und da probierst du sie so aber nie zu lernen. Und da funktioniert das aber nicht. Wenn sie so eng 2 Millimeter. Und so hat sich das Kussen mit der Person gefehlt und ich nicht rausfand, was nicht passt. Also ich war nicht emotional so involviert oder hat nicht so gut gepasst, dass ich gesagt habe, okay, ich will dich also weiter daten auf der Ebene und dann haben wir die irgendwann ein Kasiegelos und das war auch gut so, als andere Gründe wie Leute kussen, aber ja, das ist interessant, also sind wir nicht ganz sicher, was für ein Gewicht kussen heinst du hat, also das ist ein bisschen wie Sternzeichen. Wie viel seht über deine Beziehung und über deine Person aus oder wie viel auch nicht? Ja, mich meine das auch ganz individuell. Also, hast du passt einfach, wie du siehst, es passt einfach nicht und du weißt nicht für was. Mit das einfach, irgendwas fehlt einfach. Und du bist so, ja, das ist auch nicht schlecht, mit das aber auch nicht mega. So. Und ich sehe noch nicht, so, das nicht so objektiv ist alles okay. Mit irgendwas zwickt einfach so. Und ich meine, das ist eine mega individuelle Sache, wie viel werde ich kussen so. Das stimmt. So, wie viel werde ich noch platziert? Für mich als Kusse mega, mega wertvoll, weil das aber dadurch, dass ich aber, wie in an der Episode zu Demisexualität Wert hören, oft aus meiner Ausstellung zu Sex sich ändert und ich hast du viel Sex und dann hast du auch einfach mal gut gehen. So Kussen ist etwas, was mir mega, mega wichtig ist. Aber ich gerade an langer währende Partnerschaften, auch an Zeiten, wo ich am nicht wirklich viel Lust auf Sexualsachen habe, aber so ein Konstantes, der ich sicher an dem ich desiren. Und wenn das dann so wenn die Form von man den Sex haben, fortfällt und dazu kuscheln und sich kussen, die Imitators, die bleibt so, ist mir das mega, mega wichtig. Und mir persönlich ist Kussen ultra wichtig. Und wenn ich mit einer Person nicht gut kussen kann und dadurch nicht besser geht, ich meine, mein Gefühl für eine Person gibt noch einfach anderen durch Kussen, die was nicht gut ist. So, mein Gefühl gibt wahrscheinlich dummer auflauen. So gut, wenn ich die Person mega, mega gut gefunden und sie sind so, ja, das teuer sind mal wert für den Investment von modernen Kussen zu lernen, so zu machen. Mir wenn das sich aber nicht gefrontieren, gibt sich mein Gefühl am eigentlich verändern. Für andere Leute ist das nicht der Fall. Das ist so noch Kussen, dass man nicht so wichtig ist, solange wir gute Sex können haben. Oder anders. Schon 2 Gedanken und sie sind ein bisschen widersprüchlich. Also einerseits habe ich mir gedacht, es ist ja so, dass den auch vielleicht einfach eine Sache gern hat und das ist ja voll okay. Also es gibt ja wahrscheinlich nicht den objektiven richtigen Weg für zu kussen. Mir halt das, was mir gefällt, halt das, was der andere Person gefällt. Und das kann mal einfach sein, dass den unterschiedlich gut hört, was das angeht, wenn sie ja vielleicht auch bei der Musik oder beim Essen oder bei anderen Sachen hört. Und dann ist halt immer eigentlich froh, wie wichtig ist das, dass wir da kompatibel sind. Heißt du hast das ja vielleicht nicht so, da den unbedingt immer die ganze Zeit muss kussen und durch unterschiedliche Bedürfnisse gibt, was wie wichtig ist. Und den anderen Gedanken, den wie gesagt ein bisschen widersprüchlich ist, den ist, es kann ihn ja auch übernehmen kompatibel gehen und kann ich auch probieren zu so hey, können wir das du einfach ausprobieren, kannst du probieren einfach mehr so zu kussen oder Mähzung zu benutzen oder Mannerzung zu benutzen oder mehr fisch zu sehen oder Mannerfisch zu sehen oder mehr heftig zu kussen oder für mich dus zu kussen. Und das kann ja auch ganz interessant sein, das gemeinsam auszuprobieren und du ein bisschen trainieren, ein bisschen ausprobieren, was einem dann modern gefällt. Aber das ist natürlich auch ein Commitment und das geht natürlich auch just, wenn den sich schon ein bisschen kennt, wenn den sich schon öfters geknutscht hat. Aber wenn den halt nur der erste Kerl herausfindet, okay, das passt einfach gut nicht für mich, das ist überhaupt nicht kompatibel, dann ist das halt so. Was sind da Sachen, die für ihr beim Kussen oder beim ersten Kuss wichtig sind oder die gut nicht gehen?
wo der Login so ein atomischer echte Kuss schlecht oder ganz gut. Also ich ging dem Robin auf jeden Fall zustimmen an dem Sinn, dass ich eine gewisse Feinfühligkeit brauche beim Kuss, weil also ich meine Strategie ist auch echt wie denk mal los aufhängen und dann gucken auch was der Stil von der anderen Person ist und probieren sich ein bisschen anzugrooven, weil also Joel, was du für gesagt hast, ich ging so in die 2 Sachen stimmen. Das ist wichtig, dass alle Personen hier 4 Leuten an ihren Genre für zu kussen darf behalten und den auch am besten dir von sozusagen. Und ich fand nicht aber genauso wichtig, zu gucken, wie kusst die andere Person, war das der andere Person vielleicht wichtig, sowohl verbal wie auch nicht verbal. Und am echten Kuss ist das ja meistens nicht verbal. Und dann gibt es manchmal eine Sache für mich, die einen mega Unterschied macht, nämlich mit Zunge oder ohne. Weil ich fand, wenn ich eine Person kusse, ohne Zunge, und das gefällt mir nicht, auf lange Dauer funktioniert das nicht. Ich hatte schon oft Beziehungen, wo ich mir gedacht, wir kussen der gut, wir als Zunge kussen, vibe mir einfach nicht mehr gut, mit war nicht schlimm. Weil das, ich fand nicht schon, also so kussen mit Lipsen, auch wenn das kein, sehen wir vielleicht auch recht dann, als nein, gab es auch nicht, dass sie wenn den Mund abmischt für Zunge zu benutzen. War das dazu eher Meinung? Ich ging da recht. Beziehungsweise ich empfand das genauso. Ich meine, was den echten Kuss hier mich carrément schlecht mischt und so aller, ich will das heute nicht wiederholen, als ich eine Person, die gar kein Vollgefühl hat, aber ja, direkt hier Zunge ultra an den Hals stößt, aber wirklich ganz aggressiv was du machst, weil auch die Leute, die mega darauf pflegen, mir auch aufgrund von Trauma haben ich Leber, denen mir feinfühlige weh, alle Leute, die da eine gewisse Feinfühligkeit haben. Und ich gehe da recht, dass ich am Anfang echt kussen mega gerne Dave, mir vermeide auch nicht Zunge oder echt so viersichtig, so mit so Zungespitzen, die sich mal berühren, aber nicht direkt den full-on Zungekuss, wie das mehr so klassisch kennt. Und das ist etwas, was ich echt da, wofür ich auch hast du ein bisschen mehr Zeit brauche, weil ich da etwas ultra Intimes fand, während ich am Anfang ganz gerne mal hast du mit Leuten einfach kussen, weil it's fun. Es war das mir schwierig fanden, als von die eine Person ganz, ganz starke Mundgeruch hat. Einfach weil ich sensibel abgerischt bin. Und das dann einfach mal den Kuss besser verkackt. Weil ich dann das nicht trennen kann. Und auch wenn der Kuss das vielleicht gut aus ist, das dann immer irgendwie was am Weh ist. Ja, ich meine so, also wenn die Person gerade für Drogen, also ist sie vegan, wenn die Person für Drogen gerade groß Steckfleisch gegessen oder noch mich schlimm Fisch, dann wäre ich auch vielleicht nicht so begeistert für krass mit hier rumzuknutschen. Also all meine PartnerInnen dürfen essen, was sie wollen. Mich sind aber immer, hey, wenn du gerade ein großes Stück Fisch isst, dann trink von ein Glas Wasser. Oder ich habe es unbedingt noch mal knutschst. Ja. Ich muss gerade in einer Anekdote aus einem anderen Podcast, den nennt sich If Books Could Kill, denken. Du hat ein Typ erzählt, dass ihn halt nicht wusste, wen sollt andere Typen so ummachen. Und seine einzige Taktik wäre dann immer, für ein Briquet dabei zu holen, beziehungsweise nur Zigaretten zu frohen. Er hat aber selber nicht gefilmt. Und er hat dann Anfang relativ eklig gefunden. Und er sagt dann so, ja, ich schon mega lange einfach immer mal Typen geknutscht, die nur Aschebecher geschmiert haben. Und ich wollte das am Anfang nicht. Aber ich hatte aber sonst keinen Trick für irgendwie Leute umzuschwärzen. Das finde ich am Anfang relativ witzig gefunden. Und das weiß so ein bisschen so die Probleme, die kann hun mit Gerüche an, ja, wie du auch schon gesagt hast, erklärt ein bisschen, wieso es so viele Produkte gibt, die für frischen Atem sorgen sollen. Ja, erfahren, ich weiß eure Problematik hin, wie in dem Moment raussicht für einen echten Kuss, oder? Also auch bei einem Date, ganz oft, wenn beide Personen filmen, war meine Strategie, dass er halt nicht so steif neben der Nähe sitzt, weil ich fand, da muss ich schon mehr interagieren, wie wenn er so neben der Nähe steht. Halt so, oh, kann man generell sagen, filmen. Und Heinz, du hast da gar nicht dazu gekommen, dass er gefilmt wird, mir Heinz, du, also ihn sich dann recht während dem Film mir nur kommen, dass der Vibe abkommen hast von, okay, mir vielleicht allen Lust, Eis zu küssen. Und dann,
also näher den sich so physisch also quasi den physisch Form von Konsens, wo eine Person kann bis mir nur, die andere Person kann bis mir nur, da berät den sich vielleicht im Arm, das Gesicht, da kommen sich mir nur so die Sache. An ich weiß nicht, wie es geht, mir sind ziemlich tollpatschig, das heißt, wenn schon mal eine Person ging, etwas trinken gehen und dann am Sitzen ging probieren, die Person zu küssen, dann wird das Risiko ziemlich hoch, dass den Tisch ging umfallen oder der Stuhl oder Getränksvertrupp steht. Ja, ich kann in dem Problem schon ganz lang bin. Das ist ziemlich witzig, weil am Anfang küssen ich mega gern sitzen, so von den Situationen, an denen ihr sitzt, weil ich normalerweise echt cozy und gemütlich schon, für mich ist auch so, nächste Kuss-App ist für mich aber relativ privat ist, das heißt so, mein Dinge für so, okay, wenn ich so in einer Bar ist und gehe den raus an Filme, wo vielleicht unter einer Filmerin stehen, die gerade kein Wasser zu tun haben, außer die tragen mal andere Nutze gucken, das für mich mega unangenehm mit einer neuen Person, für einen echten Kuss. Und gleichzeitig ist am Sitzen kussen einfach so schwierig, hast du. I mean, Kieperin, so wie Kieperin und so sitzen, auch kussen, schafft einfach nicht so gut, man ihn zu summen. Muss ich doch ehrlich so. Man für allem nicht, weil wenn er nicht kuschelt. Weißt du, wenn er sowieso schon kuschelt und dann ist er so bei ihnen am Arm oder so, da geht es. So, wenn er neben der Nähe sitzt oder vis-à-vis von der Nähe sitzt, muss er sich mega verrenken für das süße Cup quasi auf vielleicht Bösse von der Schöllerin oder von den Hand, weil das ist ja nicht appropriate, direkt mal am ersten Kuss auch den ersten Kuschler zu machen, außer das Kuschel den nicht verdrücken, sowieso schon gekuschelt, weil das ist zu viel benehmen. Ja, normalerweise klemmt in der Person nicht beim ersten Kuss und direkt an die Schoß. Nee. Oder das Lied ist schön. Es gibt übrigens Statistiken auf Forschung drüber, ob die Meschleit, auf welche Richtung die Meschleit ihre Kap drehen, wenn sie kussen, normal schon bei Kipperen an Kompatibilität sind. Scheinbar die Mesch ignoriert. Da gibt natürlich verschiedene Theorien, die eng so und dann, weil Leute halt auch die Mesch Rechtshänder sind und nicht Linkshänder. Anscheinend hört aber auch etwas immer dazu sind, dass als Gesichter nicht komplett symmetrisch sind, mehr so 3% nicht und dann ist irgendwie zwischen nur jetzt drinnen das Beste. Ich probiere nicht so lange darüber nur zu denken, wie ich mein Kopf drinnen, wenn ich knutschen, weil sonst wird das die nächste Karriere sicher schief gehen. Dadurch denkst du, da sind 14 auch schon, oder? Bravo. Wirklich? Ja, ich habe noch Artikel darüber gelesen, ja. Jemand schon gerade am Studio sitzend, die ganze Zeit so ganz weird, mein Kopf ignoriert und nur längs gedreht. Und ich kusse nur längs. Also ich meine nicht, wenn ihn quasi, also den Hals dreht, so wie wenn ihn über die Straße geht, mir so quasi die Richtung, wie er kippt, gell? Ja. Aber meine Kipprichtung ist definitiv längs. Ich mache beides, weil also ich denke, seit ich den Artikel für was 10 Jahre gelesen habe, mega viel darüber noch, wer in Richtung ich weiß nicht, wie war mich hier mit meinem 12-jährigen Kopf, war das damals ultra den Dinge von, oh mein Gott, da wäre in Richtung kussen nicht und das ist in meinem Kopf geblieben. Und ich kusse ein bisschen ignoriert, mich kussen aber auch mega viel links und schon dann davon mega fun, wenn ich sich so aufwisse. Ja, es hängt doch mega davon auf, und du wärst mal beim Grooven, wer die andere Person kippt, oder? Ja, weil einfach meine Partnerpersonen aus Linkshänder in und ist die Rechtshänder in. Und ich meine, dass da tendenziell echt dann nur links kippt. Das heißt, mir wissen, dass ich mega viel auf. Einfach weil I'm fine with both, they're also fine with both, mir ist schon eigentlich Präferenz für rechts und Sarah hat eigentlich Präferenz für links. Das heißt, mir wissen wirklich mega viel auf. Nice. Etwas, worüber Malona nicht viel geschwärzt für sie, war Mama mit den Händen. Und ich fand, das kann auch helfen, zu entscheiden, ob wir jungen Seite in den Kopf dann tilt. Hängt doch von der Position auf. Das ist immer bei der Position. Also tendenziell als Menge intuitiv Antwort, dass ich beim Kussen schon noch irgendwie meistens eine Hand oder einen Arm so ob den Arm oder ob die Schulter von der anderen Person lehnen. Oder da sind so ein bisschen auch verbunden, dass man das ahnt, dass wie süß die Lippen sind. Mehr aber so gentle. Ja. Ich packe mega geil Leute im Carbon. Das heißt, aber so, wenn nicht mit einer neuen Person, wenn wir beim Thema Rundhaschte sind, gebe ich auch aufhängen, ob der Schüler und dann eventuell du so ein Bago packen und dann dem nur wie die andere Person darauf reagiert, dann so mein Dusser oder nicht Dusser an Positionen, wo im Kopf daran aufpassen. So. Ich immer so, das ist so eine Sache mit so einer Hand.
und dann dem noch so bei etablierte Leuten mit denen ich sowieso Sex und dann kussen das hat kein Thema mir so bei neue Leute sind schon mal so okay was manchmal der andere Hand weil Position für so Kopfregion also schon gehen mich was manchmal der andere Hand kann den Handschen haben die zwei Ja. Hand wann die zwei Hand quasi du inne sind also von mir selber an der andere Person ob der selbst da seid da kann ihn so in der Hand halten das ist süß Ja, das ist live. Hand so an Hüftregion halen, also auch am Anfang eine Möglichkeit, die nicht so schlecht ist. ja I agree ist schon recht froh Ja, wie weird also der meiner Skala von 0 bis 10 wann den man einer Person schon Deckel ankust und sie dann aber lang nicht gesehen hört an den sie dann rum gesagt was nennst du dick lang das ist Definitionssache ich meine das hängt von Beziehungen auf Fernbeziehungen sind gewinnt das sind so Steck lang nicht gesagt ich meine wenn sie so vielleicht all da oder als zweiten Tag gesagt also vielleicht schon eine Woche oder 2 Wochen lang also ich hatte das interessant weil ich lo lange nicht am Mengen daheim war und ich eine Person holen eine befreundete Person mit der ich zu Sex holen und mir hatten das auch so also mir hatten es schon ein bisschen gesehen aber mehr so ob Platz wo nicht ob appropriate war für uns viel größer rumzuknutschen ich hatte auch so 10 Minuten nicht mehr geküsst und ich war letzte Woche daheim für mehr lang wie so 12 Stunden und du haben wir so im Kuss und das war aber so etwa mir war bait also tut mehr lang gebraucht wie sos dass wir uns gefroht tun aber andererseits waren eine ganz andere Situation wie sos das heißt war mehr so ein so schon schick vermisst und es tut sich auch so aber dick vertraut ganz sehr ungefehlt obwohl wir uns wirklich schon für uns Verhältnisse lange nicht mehr gesehen haben weil normalerweise sind die Personen so 3 Mal hoch von daheim sind und hast du aber auch auf Fernbeziehungen fand ich aber hast du auch von den Gewinn das aber schon weird gerade von nicht wirklich so Aufstand für sie so von einem halben Jahr ging ich wirklich richtig scheu weil es sind so okay an einem halben Jahr hat sich bei mir mega viel verändert wie weiß was sich bei der Person verändert wird so aber wenn ihn dann so Mädchen schwarze tun mir wann da weil ich die gerade nicht an meinen Kopf könnte dass ich kein du schwatzen oder andere Sachen das sind nicht richtig scheu und dann muss ich anfangen schön so und das dann ein neuen echte Kuss mit das aber schon ein bisschen das hat dann echte Kuss nur langer Zeit Ich hatte Tendenz mich im Moment echt rund zu tasten auf vielleicht mal mit einer Umarmung unzufangen und dann löser mich ohne Kuss rund zu tasten und auch so viel Zeit zu holen wie da gerade passt oder nicht also dass es richtig so fehlt ja als Veteran von Fernbeziehungen hätte ich lo Tendenz gehabt zu so das wie Velo fuhren das verleiert den nicht mich mengen aber das nicht unbedingt so stimmt am Anfang aus der irgendwie etwas Schönes für den sich daran eine neue Rundentasche kann der den Renker einen echten Kuss kann holen das vielleicht doch eins so ein bisschen komisch für ja bisschen so wie wenn den Zweck aus irgendwo nehmen könnten oder Vakanz und da sie noch nicht so ganz gewinnt darunter wie Proportionen sind schießen ob er das nur vollzählen können ja. dort stehen Sachen dann einfach nicht so wie gedurcht wird oder das mi bret oder mi schmull wie irgendwie der Erinnerung hat dann so Kuss kann dann auch sich so ufehlen da den ein bisschen friem aus an dem anderen singen Mund an sich muss rumfannen ja I agree wie all echte Kuss muss auch all echt Episode von der Staffel Überledung ein Ka benan goen och wann net heinz du schut ass dass drüber ass me oft as du dann aber trotzdem Hoffnung du der zwängem 2., 3., 4., 5. Kuss könnt so werdet doch zu weiteren Episoden von diesem Podcast von dieser Staffel kommen an mir sind lo während der Diskussion ganz viel Themen angefallen für neue Episoden also wird man vielleicht nach den einen oder anderen Kuss die eng oder einer Kussepisode an dieser Staffel können abbauen je nachdem worüber dir so losstöt mit mir über Knutschen zu schwärzen Welch denken du gehtt nach dat eng oder aner Thema wat man logisch so mat der Zunge spitzt bereiert hun wo nach viel
zu schwätze gif gin. A wann Dir lo während dem Nolauusterin locht op Kusse kro, dann awer grad kein Person an der Gechen das mat der Dich kein Vierstellen zu kussen. Ich kann mich erinnern, dat mein Bob sech haiers do selber op Tant gekusst huet an schon der ziemlich schlecht fand. Die könnt ich auch gerne selber kussen. Yes. Viel Spaß beim Kussen. Erst oder andere Leute. Bis geschön. Also könnt nach eine Rubrik. Adi. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Was ist ein Dual Control System? Es kann in sich Erregung so vorstellen. Als sexuelles Gehirn bzw. als Nervensystem hat Beschleuniger, die auf sexuelle Stimulation reagieren. Und nur Bremsen, die auf all die Gründe reagieren, lo nicht erreicht zu sein. Es gibt also zwei verschiedene Systeme. Accelerateuren und Bremsen. Gaspedal und Bremspedal, die Kontrolle haben. Dafür nennt ihn das auf Englisch auch noch Dual Control System. Dieses System erklärt Amelie Nagoski aus seinem Buch Come As You Are, auf Letzteburgisch Komme so wie du bist, am Kapitel 2. Ich resümiere nicht hier, wie das duale Kontrollsystem funktioniert und für was es wichtig und hilfreich kann sein für das sexuelle Plaisir, dieses System zu verstehen. Gaspedal. Auch noch Accelerateuren oder Beschleuniger genannt. Auf Englisch nennen wir das den Sexual Excitement System, aufgekürzt SES. Dieses System wird durch Gucken, vielen Riechen, Hören, Schmecken und Fantasieren aktiviert. Als Gehirn, als Sinnesorgane, scannen die ganze Zeit als Umwelt nur sexuell relevanten Stimulatoren. Das passiert doch, ohne dass wir es mitkriegen, sozusagen automatisch. Wenn das sexuell relevante Stimulatoren entdeckt werden, schickt Gehirn und Genitalien an den Körper eine Message, dass sie sich sollen ausschalten, ugehen. Bremsen gehen auf Englisch Sexual Inhibition System genannt, aufgekürzt SIS. Inhibition heißt Hemmung und Erbannung, zurückhalten. Heimer das nicht unbedingt gemeint, dass scheiß, mehr ist am Sinn von neurologischen Message gemeint. Das heißt, Gehirn sieht im Körper an den Genitalien, stopp, nee, schalte ich aus. Es gibt zwei Sorten von Bremsen. Die eine Bremse funktioniert ähnlich wie Gaspedal. Sie bemerkt potenziell Bedrohungen, also auch alles, was den Gesinn, Hören, Riechen, Berühren, Schmecken oder sonst wo holen kann. Und schickt Signale, die so aufstellen. Wie die Fußbremse beim Auto, reagiert sie auf momentan Reize. Also das, was Gehirn als guter Grund interpretiert, nicht erreicht zu sein. Zum Beispiel ein Risiko von einer sexuell übertragbarer Krankheit oder einer ungewollten Schwangerschaft. Oder auch soziale Konsequenzen. Zum Beispiel beim Sex erwischt zu gehen. Die tote Bremse ist den ganzen Tag über verantwortlich, dass wir nicht unangemessen erreicht sind, wenn wir zum Beispiel ein Arbeitsmeeting haben oder beim Obesessen mit der Familie sind. Das ist auch das System, das den Ausschaltknöpfchen betätigt, wenn zum Beispiel Mitte beim Sex d'Altre sollten herabplatzen. Die zweite Bremse funktioniert ein bisschen anders. Sie ist wie die Handbremse beim Auto. Ein chronisch gelöst Nee-Merci-Signal. Wenn wir probieren, mit ungezogener Handbremse zu fahren, können un Ziel, mehr et dauert mir lange und verbrate mehr Benzin. Während die Fußbremse echte angstführenden Konsequenzen hat die Handbremse echte Angst für Versuchen. Zum Beispiel, dass ihn zuschwört, keinen Orgasmus können zu kriegen. Wie versteht als Gehirn, was sexuell relevante Stimulatoren sind, und was potenziell Gefahren? Den Prozess vom Lehren, was sexuell relevant ist, und was eine Bedrohung, funktioniert relativ ähnlich wie das Lehren von einer Spruch. Wir haben all zugeborene Fähigkeiten, all menschliche Spruch zu lehren. Aber je nachdem, wie eine Umgebung wir haben, lehren wir ein oder auch mehr ganz bestimmte Sprachen. Die Umwelt als ausschlaggebend oder auch die Gesellschaft. Genauso wie es kein ungeborene Wider gibt, gibt es auch kein ungeborene sexuelle Reize.
war das unturnt an ofturnt, lehren wir an der jeweiliger Kultur a Gesellschaft. So wie kann er auch verschiedene Vokabeln an Dialekter lehren. Dat heißt, war dabei Brems an war dabei Gaspedal trippelt, sie Sachen, die man als ganz liebelang iwwer gelehrt hun. Wie funktioniert der Regung? Was kann ich machen, wenn ich Probleme mit meinem Gas- oder Bremspedal hun? Nur dem Modell von der dualer Steuerung besteht Erregung ja wirklich aus 2 Prozesse. Gaspedal muss aktiviert gehen und Bremse müssen deaktiviert gehen. Die 2 Systeme funktionieren unabhängig voneinander. Das heißt, zum Beispiel an dem Sinne Gas drückt, geht die Bremse nicht automatisch aus. Damelin Nagoski beschreibt das so. Arousal is the process of turning on the ons and turning off the offs. Wenn die 2 Prozesse nicht am Gleichgewicht sind und dann nicht so klappt, wie ihn das will, zum Beispiel, dass er nicht erregt ist oder kein Orgasmus kann ihn sich freuen. Leidet darunter, dass ich das Gaspedal nicht ausreichend stimulieren oder gemein Bremsen zu stark stimuliert oder stehe ich gleichzeitig Gas und auf der Bremse. Ein häufiger Fehler, die Leute machen, ist zu denken, dass das Problem dabei liegt, wenn ihr keinen Orgasmus kriegt oder keine Lust verspürt, dass ihr nicht genug auf Gaspedal drückt. In Wirklichkeit ist es viel mehr wahrscheinlich, dass ihr nach inzwischen auf der Bremse steht. Den Grad für sexuelle Erregung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nicht nur davon abhängig, wie stark ihr das Gaspedal stimuliert und wie wenig bremst, aber auch ein Produkt davon, wie empfindlich Bremsen und Gaspedale auf Stimulation reagieren. Das Empfindlichkeit ist das ganze Leben mehr oder minder stabil. Es kann ihn zwar verändern, weil ihn als sexuell relevant wahrhält oder Situationen verringern, die auf Bremse trippeln, aber wie viel Stimulation den Accelerator braucht oder wie schnell das Nervensystem von Personen auf die Bremse trippelt, das kann ich nicht beeinflussen. Wenn du willst wissen, wie sensibel dein SES und dein SIS sind, also echter durchschnittlich, echter immens sensibel oder echter minder sensibel, kannst du am Buch von Amelie Nagoski ab der Seite 73 einen Test machen. Ich habe erst den Titel vom Buch auch nachher an Shownotes geschrieben. Fragen zu der Gaspedal sind heute zum Beispiel, gehst du heinst du erreicht, wenn der Partner oder die Partnerin bei einer nicht sexueller Tätigkeit etwas gut kann oder durch sein Geruch. Gehst du erreicht durch neue Situationen oder durch Fantasien. Fragen zu der Bremse sind heute, müssen Sachen genau richtig sein, für das du erreicht bist? Brauchst du absolut Vertrauen an deinen Partner oder deine Partnerin? Müsst du dir Gedanken über Sex während des Sexes? Eng empfindlich Brems, unabhängig davon, wie empfindlich oder nicht Gaspedal ist den stärkste Faktor bei sexuellen Problemen. Problem heißt heute, dass Personen es als belastend an ihrer Sexualität wahrholen und du willst wollen etwas anderem. Das heißt nicht, dass etwas falsch ist mit einem. Au contraire, die allermeisten Probleme sind ziemlich normal und nachvollziehbar, wenn man sie bis verstanden wird. Eine Studie besieht, dass wenig Interesse an Sex, Erregungsschwierigkeiten und Orgasmusschwierigkeiten zusammenhängen mit Bremsfaktoren, wie dass ihn sich Sorgen mischt, dass ihn zu lang braucht, für erregt zu gehen oder einen Orgasmus zu haben, oder dass ihr seht, dass Sachen nicht ganz genau richtig sind und dann Schwierigkeiten hat, sexuell erregt zu gehen. Hier rufen ich in Erinnerung, dass es ja 12 verschiedene Bremsen gibt. Bei manchen Menschen wird Erregung durch innere Angst gebremst, zum Beispiel zu lang zu brauchen, aber bei anderen echter von äußeren Faktoren, wie zum Beispiel Angst für sexuell übertragene Krankheiten oder beim Sex erwischt zu gehen. Beides, sowohl innere Angst wie auch äußere Faktoren, können Erregung verringern oder verhindern, dass sie überhaupt abkommt. Bei anderen Personen ist aber nicht ein empfindlich bremstes Problem, mehr, dass es ganz viel verschiedene Bremsfaktoren gibt, die sich unhefen. Und dann ganz stark auf Bremse trippeln, auch wenn am Anfang ein durchschnittlich empfindlich Bremspedal hat. Zum Beispiel viel Stress am Job, plus Erziehungsberechtigung, plus nebenbei nach anderen Verpflichtungen. Und on top dann Gefühl, muss es Sex zu haben, weil das stimmt ja bis nicht und dann hat ihr ein schlechtes Gewissen, weil ihr dann aber keine Lust hat.
Hier klein Beispiel. Wenn et mit einem Partner oder einer Partnerin nicht gut lebt sexuell und in du weinst neue Sachen ausprobiert, zum Beispiel neue Settings, Toys oder Massagen, können die auf Gaspedal trippeln, me die trippelt gleichzeitig auf Brems, weil dort der Erwartung, dass ihn dann du nur Sex wird, immer hannen durchsteht. Das kann die eigenen Erwartungen und Situationen sein, mehr aber auch die imaginiert oder real Erwartungen von der anderen Person. Wie hält ihn ab, ob Brems zu drücken? Damelina Goski sieht dazu. Die Kurzantwort ist, reduziert deinen Stress, sie fleift mit deinem Körper, los die falschen Vorstellungen darüber, wie Sex funktionieren sollte, ob Zeit, für dem Raum zu gehen, wie Sex tatsächlich funktioniert. Außerdem ist der Kontext für sexuelle Erregung immens wichtig. Aber das ist ein Thema für eine nächste 3 Rubriken. Sex in Kontext. Erregung, Begehren und Plaisir sind komplex. Und du wennst her dir die nächste Monat noch mehr aus dem Amelie Nagoski singen Buch darüber. Bis dahin, viel Spaß beim Herausfinden von ihren Bremsen und Accelerateuren, aber bis geschwind. Cool. Nach 3 voll schon nimm. Ah ja. Wie wollt vorstellen? Da fängt die Person nämlich schon. Ich kann nur fänken. Ich kann vorstellen, weil dem sind meine Idee wäre. Okay, da gebe ich so ein Joel, du siehst Kali, Kali, du siehst Robin, ich so ein Eli, Eli, du siehst Joel, weil er jemand vom Chris. Am Chris, ja, das ist eine wunderbare Idee. Super, ja. Das ist genial. Okay, nice. Die holt das wirklich schon alles auf. Ich muss nicht abholen. Das ist mega ungewinnt. Ja, Okay. nee. Der Mensch noch das ist die so. Schon, dick geil. Das bei wie wir uns daheim ist, aber nicht mehr bei. Mir gesehen dich Oh. so gut. Ja, mir ist nicht, das ist unfair. Ja, müsst den Laptop da hinhängen. Ja, wir brauchen nach oben so So Segmenttür. so ein Beamer oder so ein riesen Fernsehen. Oder Spichel. Ich meine, wir kriegen doch so hin. Okay, ich will einfach schon seit 3,5 Minuten abnehmen, dass er Bescheid wisst, gell? Aber ich gebe schnell das Heul zu Outtakes. Kann jetzt zu alle Episoden immer Outtakes machen. Ja, ich meine, das wäre das macht, das so als nur alle Easter Episoden. Egg nur der Rubrik für die Leute, die bis nur der Rubrik lauschen. Oh mein Gott, ja, das ist aber eine gute Idee. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mat finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner a Jugend. A mat freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver asexueller Gesundheit. Dem Ministère für Education, Kanner a Jugend an den CESAS ginn all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.